Grüezi miteinander. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen hier im Pfarreizentrum Oberhelfenschwil, wo Sie sich eingefunden haben zum Lebenshilfeseminar mit dem Namen Alarm im Darm. Ja, es ist mutig, finde ich, trotz dem heiklen Thema hierher zu kommen. Sie müssen aber nicht Angst haben, ich brauche am Abend keine Fäkalsprache. Ich werde sicher nicht von Luft schwätzen, schon gerne nicht von Furzen. Nein, ich brauche den fachmedizinischen Begriff, der heisst Flatulation oder Flatulenzen. Kurz zu meiner Person, ich bin Arzt und Ernährungsberater und heisse Hungerbühler. Ich unterrichte an der Fachmedizinischen Hochschule in Darmstadt, habe aber auch eine Praxis in Windisch. Es freut mich heute Abend ganz speziell, dass ich einen aktuellen Patienten von mir dazu ermuntern, über doch das intime, heikle Thema zu schwätzen. Begrüßen Sie mit mir zusammen den Heini Ebersold. Zack, dann bin ich wieder. Ja, toll. Herzlich willkommen, schön sind Sie da. Ich habe heute Senfa gleich. Schön. Toll, ja. Ja, vielleicht könnten wir gerade zuerst einmal miteinander anschauen, wie entstehen überhaupt Flatulenzen. Also er meint Furzen. Ja. Ja, gut, Sie haben recht, man soll der Mutter auch das heikle Thema beim Namen zu nennen. Ja, finde ich ganz wichtig, was der Herr Dr. Hungerbühler sagt. Ja. Es ist ganz wichtig, dass wir wieder lernen, über das Thema zu schwätzen. Es ist ganz wichtig, dass wir das Tabu wieder enttabuisieren. Es ist ganz wichtig, dass wir wieder lernen, anzustehen. Anstehen und sagen, ja, ich bin's gsi. Das ist so wichtig. Ja, das braucht Mut. Ja. Wir würden Ihnen gerne einen Einblick in unsere gemeinsame Arbeit geben. In der letzten Sitzung ist es um Ernährungsumstellung gegangen. Sie besinnen sich. Ja. Meine ganz konkrete Frage, haben Sie Ihre Ernährung umgestellt? Ja, die habe ich umgestellt. Wunderbar. Jockey liegt jetzt neu links vom Computer. Zack, übergeschoben. Dann ist es auch um vegane Ernährung gegangen. Ist das ein Thema geworden in Ihrem Alltag? Ja, das muss ich sagen, finde ich persönlich jetzt ein bisschen Kobbis. Ja, das ist Ja, gemein. vielleicht gehen Sie mit mir einig, nicht? Das ganze Vegetarier-vegane Zeug, das ist doch ein völliger Modetrend. Nicht? Ich meine, das verhebt für mich einfach irgendwie nicht. Ja, das hat zu wenig Fleisch am Knochen. Also, wortwörtlich, oder? Also, ich meine, ich als eingefleischter Fleischfresser, ja, ich meine, ich fühle mich ja schon langsam diskriminiert. Ja, Sie werden sehen. Sie werden sehen. Es wird der Moment noch kommen, wo ich im Restaurant meine Kalbsbratwurst draussen bei den Rauchern muss fressen. Furchtbar. Dann nimmt es mich Wunder, wir arbeiten schon länger zusammen. Wie geht es Ihnen heute mit Ihren Flatulenzen? Ja. Also wegen dem Furzen. Ja, Entschuldigung. Ja, genau. Also ich muss sagen, dank der wunderbaren Arbeit vom Herrn Dr. Hungerbühler geht es mir heute prima. Ja, da muss ich ihm ein richtiges Kränzchen winden. Da passt es. Ja, da passt. Ja. Also es geht mir natürlich vor allem besser, auch dank diesen Pillen. Ja, gut zuhören. Wo der Herr Dr. Hungerbühler mir verschrieben hat. Ja. Die Pillen, die nehme ich jetzt seit etwa 9 Jahre. 9 Jahre, genau. Ja, das ist toll. Also die Pillen, das ist ganz eine tolle Sache. Ja. Wirklich. Die Pillen, die sind ein bisschen gross. Ja. Das muss ich sagen, sie sind ein bisschen gross. Man kann es aber einfach verbröckeln. Ja? Und am Morgen mit einem Glas Wasser, zack, aber damit. Das sind Zäpfli. Ja, offenbar funktionieren die auch so. Mit ganz wenigen Nebenwirkungen. Er pfeift jetzt um einen anderen Loch aus. Vielleicht kommen wir mal zum Abschluss und
Ich denke, Sie werden jetzt den Leuten aus den Herzen schwätzen, weil sie ja auch wegen dieser Problematik da sind. Man schmeckt es. Was sind im Alltag die schwierigen Situationen mit Ihren Flatulenzen? Ja. Also wegen dem Schießen. Bitte sagen Sie Furzen. Ja, Entschuldigung. Also ich muss sagen, im Alltag ganz heikel sind natürlich geschlossene Räume. Ja. Ja, Sie kennen es, oder? Zum Beispiel der Lift. Ja. Ein ganz heikles Terrain. Ja. Man hat relativ wenig Fluchtmöglichkeiten. Nicht wahr? Oder Sie kennen es von daheim, meine Damen und Herren, die heimische Bettdecke. Warme, heiße Luft. Steigt ja bekanntlich. Ja, darum ist mir persönlich also tatsächlich auch so passiert, dass ich am Morgen beim Verwachen, ja, je nach Abgasstärke, das Duvet an der Decke oben hatte. Quasi meine ganz private Masuala-Halle. Ja, und ich nehme an, da grust Sie denn auch, oder? Ja, mit dem Furzen ist doch ein bisschen wie mit den Kindern. Die eigenen hat man schon noch gern.